Wie zum Beispiel bei unserem heutigen Geburtstagskind. Ich hatte das Gefühl, wir haben die ganze Woche jetzt nur noch Geburtstagskinder. Happy Birthday Instagram. Seit 5 Jahren gibt es den Foto online, die App. Du hast sie ja noch nicht so lange. Es war sehr süß heute. Nina hat mich heute wirklich gefragt, hä? Also sie hatte ihr Profil privat. Also man kann bei Instagram ja Fotos posten. Es geht darum, irgendwie die Welt mit anderen Augen zu sehen. Du kannst Leute inspirieren, du kannst dich inspirieren lassen. Es gibt Unmengen von Bloggern. Und Nina fragt mich heute so, aber warum soll ich denn jetzt mein Profil öffentlich machen? Dann kann ja jeder meine Bilder sehen. Ja, aber darum geht's. Denn andere Leute interessieren, aber das ist ja das nicht Coole, kenne, was ich poste. Deswegen ja auch die Hashtags und so. Also man muss überlegen, 400 Millionen Nutzer hat Instagram. Das ist so krass. Und wir haben auch in Köln echt Leute, die da echt bekannt geworden sind. Ich nehme mir mal kurz mein iPad. Und zwar habe ich bin jetzt mal unter unserem Köln-TV-Account da. Ich weiß nicht, ob man das schon sieht. Ja, sieht super. Dann eine wirklich, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, Lena Terlotar, ist wirklich die Instagram-Ikone von Köln, finde ich. Der folge ich seit heute auch. So, ich folge ihr schon länger, mir, gezeigt. ans Herz gelegt. So für alle Mädels, ihr seht, die postet aus Paris. Du kannst einfach an ihrem Leben teilhaben. Die wohnt in Alfred Biolex alter Küche. Solche Sachen wüsstest du niemals, wenn du nicht Instagram hättest. Also es ist mega interessant. Die lebt in Alfreds Biolex alter Küche? Also sie lebt in seiner alten Wohnung, aber in seiner Küche. Er ist ja dieser berühmte Koch, so, ne? Und mega cool. Also du kannst ja heute Abend mal ein bisschen stalken. Und wen wir noch gefunden haben, ist ein junger Mann. Und zwar hat der KSTA heute einen Artikel drüber auch geschrieben, wem man denn in Köln folgen sollte. Genau, Kölner Stadtanzeiger. So, und den fand ich echt cool. Also ich würde auch sagen, wir folgen dem mal. Ne? Natürlich. Der postet Bilder, die er mit Drohnen aufnimmt. Und das sind so coole Bilder. Zum Beispiel hier. Der Fernsehturm. Der Fernsehturm Kolonius. Mega, oder? Ich finde solche Bilder... Das ist ein wirklich schönes Bild. Ja, er ist noch nicht so bekannt, aber ich finde, da ist es auf jeden Fall wert, dem zu folgen. So, die haben jetzt alle richtig viele Follower. Also Lena Terlotar auf jeden Fall. Er noch nicht so und du ja auch leider nicht. Hey, sorry. Ich habe schon 7 Bilder gepostet. Hast du 7 Bilder? Immerhin. Okay, aber ich bin ja auch noch nicht so lange dabei. Aber wir haben uns überlegt, du sollst ja auch ein paar Abonnenten vielleicht mehr bekommen, ne? Ja, ich mache jetzt quasi mal ein bisschen Werbung für dich. Werden. So, dazu Worauf muss man denn überhaupt achten, wenn man jetzt so ein richtig geiles Instagram-Bild machen möchte, das keine Ahnung, wie viele 1000 Likes hat? Also erstmal kommt es auf die Uhrzeit an, tatsächlich. Also die meisten Leute, die bei Instagram unterwegs sind, sind entweder morgens zwischen 6 und 8 unterwegs oder so wie wir jetzt, zwischen 17 und 20 Uhr. Das heißt, in der Zeit, wenn du da Bilder postest... Das heißt, wir sind gerade perfekt vom Timing. Wir sind perfekt vom Timing. Super. Dann ist es noch wichtig, dass du halt Hashtags benutzt, weil nur so finden dich halt die Leute. Und ich habe heute mal ein bisschen gesurft und habe mal geguckt, was sind denn so die Top-Hashtags? Also was müsst ihr drunter schreiben, damit die Leute euch finden und gut finden und euch liken und abonnieren, weil darum geht's ja. Auf Platz 1 ist Love. Hashtag Love. Da suchen wohl viele nach. Hashtag Instagood. Hashtag TBT, also wem das nicht sagt, es ist einfach klein geschrieben, TBT. Muss ich dir heute noch erklären, das heißt Throwback Thursday, heißt also Bilder von Donnerstagen werden gepostet. Ah. Ne, du könntest zum Beispiel mal ein Outfit-Bild vom Donnerstag oder so machen und dann läuft das. Ne? Ja. So, und ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal ein... Okay, wir machen jetzt das perfekte, mega geile Instagram-Bild. Was muss ich machen? Die Filter, die machen eh nachher den Rest. Also du siehst egal, jetzt nicht, ne? Aber wirklich, aussehe. Egal wie scheiße man an dem Tag aussieht, ein Filter haut raus. Okay. Du musst aber jetzt natürlich auch ein bisschen... Ja? Okay, muss ich irgendeine Pose einnehmen? Ja, ich würde schon... Gib mir mal irgendeinen Blick. Okay, ich mache... Nehmen wir das oder nehmen wir nochmal ein neues? Du kannst es dir angucken. Das nehmen wir nicht. Ich mache nochmal ein neues. Dann jetzt aber mal ein bisschen hier so freaky. Hier so over the shoulder oder so? Und mit dem Mikro, ne? Ach so. Köln TV. Ja, mega. Finde ich sehr gut. Ich bearbeite das jetzt gleich mal ein bisschen. Ich will dir ja ein bisschen hier zum Erfolg helfen, ne? Und setze mal ein paar Hashtags da drunter. Zum Beispiel? Hast du einen? Ja, ich wollte cute, beautiful, happy, follow und so. Ist das nicht mega eingebildet, wenn man selber so Hashtags da drunter setzt? Wenn du irgendwann so groß bist und dir ist es egal, ob dir noch mehr Leute folgen, dann brauchst du keine mehr, aber du brauchst gerade noch welche. Okay. Ich regel das jetzt für dich. Das heißt, du machst jetzt das Bild. Ich habe dich. Wundervoll. Erstmal. Nein, aber ich finde es wirklich schön. Ich habe dich erstmal so ein bisschen den Kontrast krasser gemacht. Du kannst die Sättigung noch ein bisschen heftiger machen wegen der Farben. Und du siehst die krassen Hashtags. Die sind noch, man könnte noch mehr machen, aber hier so
Cool, cute, Girl, Moderatorin, Köln, Cologne. Guck mal, es gefällt sogar schon Leuten. Ja, es gefällt schon Leuten. Boah, Wahnsinn. Also ich bin gespannt morgen, ne? Vielleicht Style, wird das so Love. Outfit of the Day. Cute, cool. Pretty. Liebe Leute, ich habe diese Hashtags nicht selber gewählt. Ich bin nicht so eingebildet, wie das jetzt hier gerade rüberkommt.